Und so hat es eigentlich angefangen, weil ich habe vor Dezember 2022 wieder eine Mahnung gekriegt für meinen Steuerbescheid. Und kurz zuvor hatte ich im Radio gehört, 375 Millionen Euro gehen an die Ukraine für Waffen. Und da habe ich gedacht, und dafür zahle ich Steuern. Na, das geht nicht. Ich bin Frau, ich bin Mutter, ich habe 3 Enkelkinder, ich bin 64 Jahre alt und habe 45 Arbeitsjahre hinter mir. Und ich habe gedacht, das unterstütze ich nicht. Und da ist so eine Rebellion in mir gewesen, dass ich gemerkt habe, das kann ich nicht mal mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja? Wir Frauen schenken das Leben. Und welcher Mann, welche Frau möchte, dass Leben zerstört wird? Sind wir hier auf dieser Erde, das zu tun? Und mein Lebenslauf ist zu lang, um den euch zu erzählen. Ich sage euch nur, die letzten 16 Jahre bin ich Mentaltrainerin, arbeite mit schwersten Traumata, die ich löse, die unsere Vorfahren uns auch in den Zellen teilweise heute noch mitgeben. Und dadurch wir teilweise so blockiert sind und so in Ängste sind um unsere Existenz, dass wir nicht die Kraft haben, uns zu wehren und wirklich 84 Millionen Einwohner immer noch Angst haben vor dieser Regierung, die eigentlich mal den Auftrag hatte, für uns da zu sein. Wir bezahlen sie mit unserem Geld. Und die machen mit unserem Geld, was sie wollen. Und da war in dem Dezember 22 war wirklich für mich die Grenze erreicht. Und ich habe es geschafft, weil ich sage immer, wer sucht, der findet. Und ich bin wirklich diesen Weg gegangen und in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, sind mir die Dinge einfach entgegengekommen. Die Lösungen sind gekommen, wer in Lösungen schaut. Und so ist mir auch die Lösung gekommen, Matthias, Anfang letzten Jahres. Ne? Und ich wusste dann, dass ich ihn schon kenne. Ich bin in der Corona-Zeit mit ihm im Keller heimlich Salsa tanzen gewesen. Aber ich wusste nicht, dass er so ein Buch geschrieben hat. Ja, weil beim Tanzen tust du dich nie über sowas unterhalten. Ja? Und dann hat mir aber ein guter Freund gesagt, ja, der Matthias hat ein Buch darüber geschrieben. Da kannst du ihn mal fragen. Und so habe ich ihn gefragt. Und dann habe ich das Buch gelesen. Leute, ich habe es in 2 Tagen ausgelesen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Und von da an war es dann erst recht klar, was ich tue. Weil es kommen so viele Menschen in meine Praxis und sind völlig erschöpft von diesem ganzen Papierkrieg, den wir heute bewältigen müssen. Ja, wir machen alle unsere Arbeit, wir sind alle fleißig, wir sind ein fleißiges Volk. Und dann wirst du zugeballert mit andauernd irgendwelchen Vorschriften, die du beachten musst, irgendwas, was du wieder kaufen musst und wieder neu ausstatten musst. Firmen sind bis hierhin oben zu. Ich arbeite viel mit Unternehmern und höre natürlich dadurch auch sehr viel. Und die meisten sagen, ich krieg's gar nicht mehr hin, ich habe gar nicht mehr die Kraft, den ganzen Papierkrieg zu bewältigen oder muss die Nächte damit zubringen, weil ich am Tag meine Arbeit mache und abends sitze ich dann da und muss den ganzen Papierkrieg erledigen. Und da ist die Frage, ist das sinnvoll? Sind wir hier auf dieser Erde, um das zu tun? Und ich denke, die letzten Jahre haben auch gezeigt, nochmal grundsätzlich, was man mit uns Menschen bereit ist zu machen. Und ich bin der Meinung, wir sind nicht hier, um das uns gefallen zu lassen. Und die letzten Jahre habe ich auch gemerkt, das größte Thema in meiner Praxis ist, Menschen zu stärken, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und sich durchzusetzen gegen andere, die glauben, über unser Leben bestimmen zu dürfen. Und dafür bin ich hier. Und ich bin heilfroh, dass der Matthias mich da auch so gestärkt hat durch seine Wahnsinnsinformationen, sein Wissen, was er sich über viele Jahre angeeignet hat. Und mit dem Thomas Hoffmann zusammen dann dieses Buch geschrieben und so viel zusammengetragen hat an Wissen, das wir heute verwenden können, um gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und wenn wir natürlich viele sind, dann haben wir einen ganz anderen Erfolg, wie wenn ich das alleine gemacht hätte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, grüß euch nochmal, ihr Lieben. Matthias Alexander ist mein Name. Und der Dr. Thomas Hoffmann, der ist heute leider nicht da, ist ein guter Freund von mir. Vielen Dank für die einleitenden Worte und deine Wertschätzung, Bettina. Ja, jeder von uns hat einen unterschiedlichen Zeitpunkt, wo er vielleicht in irgendeinem Bereich anfängt zu recherchieren und hat dann sein Aha-Erlebnis und Aufwacherlebnis. Und jeder von euch hat wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht,
wenn unser Eins irgendwas ein bisschen falsch macht oder so, dann wird sofort gesagt, das Gesetz ist so und das Recht ist so und du musst dich dran halten und dann werden wir zur Rechenschaft gezogen aufgrund von Recht und Gesetz. Und normalerweise sagen wir dann, ja, das ist ja auch in Ordnung. Und wenn man dann aber mal schaut, wie es woanders zugeht, insbesondere wenn man eben dann solche Erfahrungen macht und sagt, okay, jetzt zahle ich da einen Haufen Steuern, leiste einen Haufen Arbeit, stelle aber fest, irgendwie habe ich gar keinen Einfluss darauf, was mit dem Steuergeld passiert. Und das ist heute mein Thema. Und bevor ich starte, vielleicht noch kurz zu meiner Vorstellung, weil ich habe den Hubert gerade vor 10 Minuten kennengelernt. Mein Körper ist 50 Jahre alt und ursprünglich war ich mal auch so fürs Vaterland und so weiter, bin als Offizier zur Bundeswehr und habe die Strahlflugzeugführerausbildung gemacht. Das war meine Leidenschaft und das, was ich unbedingt machen wollte. Und ich bin jemand, der sehr genau auf die Dinge schaut, was er tut. Und dann habe ich halt gemerkt, ja, irgendwie der Auftraggeber, der mir sagt, was ich zu tun habe, das ist problematisch. Mal vorsichtig ausgedrückt. Und so bin ich halt von einem ins nächste gekommen und gemerkt, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich mit einer hocheffektiven Tötungsmaschine Befehle ausführe, dass ja jemand anders für mich denkt und sagt, ja, du musst jetzt da Bombe oder das kaputt schießen und so weiter. Das war so für mich der Einstieg und hat dazu geführt, dass ich 1997 ausgeschieden bin aus der Bundeswehr. Und eigentlich habe ich nie so danach gesucht, aber dadurch, dass ich immer sehr genau mir das ins Detail die Geschichten anschaue, ich sage heute mittlerweile, es ist wurscht, wo man nachschaut. Überall, wo ich reinsteche, fängt es an rauszustinken. Ja? Ob das jetzt GEZ ist oder was auch immer, es ist völlig wurscht oder Gesundheitsbereich. Deswegen sitzt ihr wahrscheinlich halt da, weil ihr das auch in euren Bereichen eben festgestellt habt. Und wie gesagt, ich habe auch dann einige Jahre als Sachwalter bzw. als Betreuer gearbeitet, habe da das ganze Sozialsystem und die staatlichen Strukturen gut kennengelernt und durchaus auch schätzen gelernt. Und es hat mir auch Spaß gemacht für, sage ich mal, insbesondere die schwachen Menschen, die keine Form von Lobby haben, für die tätig zu sein. Da hat man mich dann halt angefangen, aus meiner Arbeit zu entfernen, weil ich ja so ein gefährlicher Reichsbürger bin. Und ich habe nämlich angefangen zu recherchieren, Dinge zu publizieren und habe angefangen, keine Steuern mehr zu zahlen, weil Recht und Gesetz nicht vorhanden sind. Und ich aber an Recht und Gesetz gemessen werde, wie ihr alle, wie wir alle. Und ja, dann, das war für mich dann so der Einstieg, wo ich rausgespült wurde aus dem System und ich habe gesagt, okay, da war der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ich werde nicht als Sklave leben. Wenn ich was nicht für richtig halte, dann werde ich es nicht tun, egal was die Konsequenz ist. Und ja, ich habe Ende 2013, Anfang 2014 mit dem Finanzamt angefangen, mich auseinanderzusetzen und habe mich das letzte Mal 2013 erklärt, seitdem nicht mehr. Ich bin heute gewerblich tätig, trete offen auf, verstecke mich vor nichts und niemandem. Habe zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, eine Mappe dabei, gehe Schritt für Schritt, habe so meine Informationen dabei, weil einfach auch ich immer wieder die Erfahrung machen muss, dass die Exekutivkräfte, die das Recht und das Gesetz durchsetzen sollen, uns gegenüber für Recht und Ordnung sorgen sollen, leider überhaupt keine Ahnung vom Recht haben. Ja. Und ja, die Bettina hat es gesagt, das ist wirklich so ein ganzer heikler Punkt heutzutage. Vieles davon ist schon seit vielen Jahren auch bekannt, deswegen habe ich auch ein paar Bücher mitgebracht. Einfach mal, um euch auch zu zeigen, dass das,
was der Thomas und ich in diesem Buch beschreiben. Mittlerweile hat es über 380 Seiten. Und ich will euch auch gleich noch sagen, warum das so wichtig ist, das zu lesen. Die Bettina hat nämlich schon einen wesentlichen Aspekt angesprochen: Angst, Energie. Wenn ihr die Steuern nicht bezahlt, dann kann heute das Finanzamt sofort auf eure Konten zugreifen, sperrt das Konto, kann sofort vollstreckbare Titel erlassen, einen Gerichtsvollzieher schicken und in euer Vermögen hineinpfänden. Und wenn ihr dann sagt, ja, Moment, das ist aber nicht rechtmäßig, sagen, ja, das ist wurscht, das können wir nacherklären, aber auf jeden Fall sofort einmal zahlen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir null Einfluss auf das haben, wohin die von uns geleisteten Steuergelder fließen. Ja? Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Ich habe zum Beispiel ein schönes Buch dabei, Professor Dr. Hans-Herbert von Arnim, ein hochgeachteter Verfassungsrechtler in der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Und da stehen so schöne, 2009 schon erschienen das Buch, da stehen so schöne Sätze drin wie: Wenn Demokratie Herrschaft durch das Volk ist, haben wir in Wahrheit keine. Ja? Dann sowas wie 75% der Abgeordneten stehen schon vor der Wahl fest. Ja? Die Parteien haben sich komplett abgesondert und es ist so, dass das Wahlrecht überhaupt keine Auswirkung hat. Gleichzeitig müssen wir Steuern bezahlen. So, was wird jetzt mit den Steuern bezahlt? Und jetzt bin ich im Thema. Ja? Und mein Vorschlag wäre für heute folgender. Das Buch könnt ihr selber lesen, wenn ihr Interesse habt. Ich darf sagen, dass es kein vergleichbares Buch in dieser Qualität gibt. Wir haben höchstrichterliche Rechtsprechung drin, Gesetzeskommentare. Allein zum Grundgesetz haben wir 4 Großkommentare gewälzt, ja, und zusammengestellt, historische Quellen herausgesucht. Und wir haben eine Stunde Zeit. Und mein Vorschlag wäre, ich nenne euch mal kurz, was in diesem Buch alles behandelt wird, dass ihr eine Vorstellung habt. Und dann können wir direkt übergehen dazu, dass ihr Fragen stellt. Wäre vielleicht auch für euch interessanter, oder? Oder ist es euch lieber, wenn ich eine Stunde lang einen Vortrag halte? Können wir auch machen. Entschuldigung, ich kann gleich mal eine Frage stellen. Ja? Mir ist gesagt worden, oder meine Informationsquellen sagen, dass man die Einkommensteuererklärung machen muss, aber das Zahlen ist noch eine andere Baustelle. Angeblich ist die Steuerhinterziehung, wenn man die Einkommensteuererklärung nicht macht. Das ist nicht richtig, weil ich ewig lang keine gemacht habe. Aber wenn du dann eine gemacht hast, dann musst du es immer machen, weil dann wird es automatisch registriert. Aber es zwingt dich keiner, eine Steuererklärung zu machen. Also solange ihr noch in diesem System tätig seid und eure Steuererklärung abgeht, kann ich zum Beispiel auch nicht empfehlen, obwohl Sie sagen, das muss so sein, das per Elster abzugeben, elektronische Steuererklärung Elster, die diebische Elster, Sie sagen es uns, weil wenn ihr das tut, dann ist es so, wie wenn ihr das Geld herschenkt. Dann könnt ihr rechtlich nichts mehr zurückfordern. Ja? Wir setzen hier viel tiefer an. Nämlich, es gibt keine gültige Rechtsgrundlage für Einkommensteuer und für viele weitere Steuern. Und, das ist mir heute auch sehr wichtig, euch das zu transportieren. Es gibt viele Wege, wie gesagt. Und wenn man einen Weg konsequent in der Recherche geht, kommt man interessanterweise von verschiedenen Seiten oftmals zum selben Ergebnis. Und zum Beispiel anderes, was ich eigentlich beruflich mache als Unternehmer und was ich viel, viel lieber tue, das ist Prozessanalyse und daraus resultierend Unternehmensberatung mit Schwingungsmathematik. Da habe ich auch schon Bücher dazu geschrieben. Da bin ich ziemlich weit vorne, weil ich in der Mathematik da ganz gut unterwegs bin. Das darf ich sagen. Das ist das, was ich eigentlich heute gerne mache, am liebsten. Und das ist eigentlich ein Nebenprodukt, weil ich ein Freigeist bin. Weil ich, wie gesagt, diese Entscheidung getroffen habe. Und das ist eben auch so schön und auch ganz wichtig, dass ich das vielleicht gleich am Anfang sage. Wenn ihr entschlossen seid, wenn ihr mal eine Entscheidung getroffen habt für euch, dann finden sich immer Möglichkeiten, eure Freiheit zu verwirklichen.
Immer. Was mich interessieren würde, vielleicht können wir eine kleine Umfrage per Handhebung machen, wer mit diesem Thema bisher noch überhaupt nicht berührt war, wer da schon ein bisschen reingeschnuppert hat und wer da schon einige Jahre Erfahrung hat. Also ich bin seit 4 Jahren in dem Thema drin, ich zahle auch keine Steuern mehr, Zensus, GZ und so weiter, Krankenkasse, ist alles vorbei. Mich würde einfach mal so den Überblick interessieren, mit welchem Wissensstand die Menschen, die heute hier sind, Ja, können wir ja machen. Also wer hat noch gar keine Berührung mit dieser Freiwertung gehabt? Also schon das Thema unbedingt, aber nicht mehr. Ja, also ihr habt es, glaube ich, zum Teil auch gar nicht gewusst, dass euch die Steuerthematik heute näher gebracht wird, gell? Okay, aber schon, teilweise, ja. Ja, dass das unterschiedlich ist denke ich, eh klar, gell? Es kommt jeder aufgrund von einem anderen Aspekt, aber ich denke, der gemeinsame Nenner ist wahrscheinlich, dass ihr alle merkt, irgendwas stimmt nicht und irgendwie muss man sich mal informieren, dass man was tut, oder? Nehme ich das so richtig wahr, oder? Ja, dann glaube ich einfach, gebe ich euch mal einen Einblick, weil dieser Einblick ins Recht, über das Recht findet man zum Beispiel auch unheimlich viele Antworten, warum dieses System Bundesrepublik Deutschland heute so ist, wie es ist und zu welchem Zweck und so weiter. Ja? Und auch da ist es so, dass vieles anders ist, als wir glauben, wenn man sich nicht damit befasst, wenn man halt täglich in die Arbeit geht und sagt, so, zahle meine Steuern und so weiter und Deutschland ist halt die Bundesrepublik Deutschland, alles klar, passt, fertig aus. Ja? Und wir haben das Grundgesetz und so weiter. Ja? So. Und dann fängt man an und dann merkt man, was ist jetzt da eigentlich? Ich sage zum Beispiel ganz oft, man muss nur das Grundgesetz einmal durchlesen. Da steht eigentlich alles drin. Ja? Zum Beispiel Artikel 133, nur mal als Beispiel. Da steht drin, was die Bundesrepublik Deutschland ist. Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Punkt. So. Ein hochaufschlussreicher Satz. Was ist der Bund? Der Bund ist der Zusammenschluss der Wirtschaftsgebiete. Die Wirtschaftsgebiete waren die Besatzungszonen. Und per Chefgesetz, Chef heißt Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces. Ja? Wurde 1944 gegründet, haben die Besatzungsgesetze erlassen und da stand drin, das ist halt jetzt die Besatzungszone, das ist die Zone, das sind die Engländer, das sind die Franzosen und so weiter und so weiter. Und dann haben sie gesagt an einer Stelle, die Besatzungsgebiete nennen wir jetzt Staaten. So. Und diese Vereinigung ist der Bund des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Ja? Und dann heißt, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Das heißt also, Olaf Scholz und Steinmeier sind die obersten Verwaltungschefs des Bundes des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Und das ist jetzt keine wilde Verschwörungstheorie, das könnt ihr in Artikel 133 Grundgesetz lesen. Das heißt, sie sind per Definition, das haben wir alles schriftlich hier, exakt zitiert, alles drin und herausgearbeitet, sind also per Definition Besatzungsbehörde. Und wenn ich das weiß und sehe, was insbesondere die letzten Jahre für eine Politik gemacht wird, dass der Scholz zum Beispiel zum Biden fährt, der Biden sagt, ja, das Nord Stream 2, das beenden wir. Scholz steht daneben. Dann versteht man das auf einmal, weil der Scholz Befehlsempfänger ist vom Besatzer. Und er dazu Ja gesagt hat, weil er eben der oberste Chef von dem Bund
ja, der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ist. So einfach ist es. Es steht alles da, man muss es nur mal lesen. Aber das lernt ja nicht mal der Jurist im Jurastudium. Das lernt der nicht. Ja? Der lernt auch nicht, wie das ganze juristische System funktioniert. Das ist zum Beispiel ein Weg, den ich beschreite. Ich bin nicht mehr Mitglied der Bundesrepublik Deutschland als Beispiel. Weil ich für mich entschieden habe, ich bin nicht Mitglied einer Vereinigung des organisierten Verbrechens. Und ich sage das heute hier, es wird aufgezeichnet und wir wollen es veröffentlichen, weil es so ist, weil wir es bewiesen haben. Ja? Deswegen sitze ich auch heute hier. Das Buch ist erstmals 2016 rausgekommen, da war es halb so dick. Ende 2019 kam die erste Aktualisierung, war dann schon über 330 Seiten und jetzt haben wir nochmal, weil es abverkauft wurde, letzten Oktober Aktualisierung, nochmal eine Ergänzung rein, ist schon über 380 Seiten. Und ich würde euch jetzt ganz gern mal kurz das Vorwort für die jüngste, wir haben 3 Vorworte mittlerweile drin, für die jüngste Ausgabe vorlesen. Ist nicht lang, dauert nicht lang, aber das sagt sehr viel. Und dann können wir, wie gesagt, ein bisschen auf die Inhalte eingehen. Und dann können wir auch, das wäre mir heute wichtig, dass ich euch das erzähle, weil das so unfassbar ist. Weil, wie gesagt, Menschen wie ich werden als Reichsbürger diffamiert. Ich wäre rechtsradikal, Reichsbürger und was weiß ich, und sowieso ganz schlimm, gell? Und ihr kennt doch den Spruch, der Dieb schreit am lautesten, haltet den Dieb. Und das kann ich euch heute beweisen. Ja? Wir haben sogar den Gesetzesbeweis drin. Ich habe auch in meiner Mappe, weil, wie gesagt, ab und zu, also letztes Jahr zum Beispiel bin ich im Auto aufgehalten worden, haben sie mich kontrolliert, widerrechtlich, sogar Leibesvisitation, mein ganzes Auto durchsucht, obwohl alle Unterlagen völlig in Ordnung waren. Und das war dann für mich nochmal der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt reicht's. Ich setze jetzt das, was ich rechtlich weiß, auch in dieser Hinsicht um und akzeptiere sowas nicht mehr, weil es nicht rechtmäßig ist. Und wie gesagt, mir war das wurscht, weil solange ich meine Unterlagen gezeigt habe und ich habe gesagt, ja, passt schon, schönen Tag noch, gleichfalls, alles klar, war mir das egal. Aber diese Übergriffigkeit und das ganze System ist Ausdruck von Übergriffigkeit, das gestatte ich einfach nicht mehr. Und da bin ich halt so entschlossen, ich sage, es ist egal, was die Konsequenz. Ich habe vor ein paar Monaten mal wieder so eine Konfrontation gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir Sie festnehmen. Sag ich, ja, wenn Sie meinen, dann müssen Sie mich halt festnehmen. Sie haben mich natürlich nicht festgenommen. Ja? Und letztendlich waren dann auch keine Nachteile. Es war dann sogar so, dass die interessiert dann mit mir gesprochen haben, nachdem sie gemerkt haben, ich bin friedlich, freundlich. Und das ist auch immer was ich euch wirklich ans Herz lege. Wenn ihr in dieser Hinsicht tätig werdet, macht das in Ruhe, aus eurer Kraft und immer wahrheitlich und freundlich. Ja? Mit einem bestimmten Nein, aber nicht aggressiv. Und das kann ich jetzt auch gleich vorweg sagen, eine gute Nachricht, die ich euch heute, das war nicht immer so, wie gesagt, 2014 habe ich mit der Geschichte angefangen, dann habe ich 1,25 Jahre keine Steuern bezahlt, die haben dann nicht mehr gewusst, was machen sollen, dann hat dort das Personal gewechselt und auf einmal ging das ganze Geschichte halt von vorn wieder los und dann bin ich halt meine nächsten Schritte gegangen und dank der Aktivitäten von Bettina und auch einigen anderen, wir haben mittlerweile auch schon woanders so aktive Menschen, die auf Basis dieses Buches tätig werden, werden es immer mehr. Und dieses Feld, dieses Energiefeld wächst mit jedem Einzelnen, der darin einsteigt und das umsetzt. Ja? Und vielleicht, wir haben ja auch einige Frauen, aber es sind durchaus auch Männer, die sehr sensitiv und hochsensibel sind. Vielleicht sind da heute einige da. Ihr werdet es vielleicht auch gemerkt haben, dass sich zeitqualitativ unheimlich was geändert hat. Und die Geschwindigkeit der Veränderung auch viel größer geworden ist. Und deswegen kann ich euch heute sagen, dadurch, dass das seit fast 8 Jahren unwiderlegt ist, ja, und mit höchsten Quellen, das ist alles angegeben, belegt es, was da drin steht. Wenn ihr aufgrund dieses Wissens tätig werdet und das Recht und eure Freiheit einfordert,
von denen, die auch von euch einfordern, unter Androhung von Gewalt euch ans Recht zu halten, dann habt ihr die Unterstützung von der geistigen Welt. Wahrheitlich, friedlich, und dann habt ihr jetzt eine Unterstützung, die ist jetzt erst möglich geworden. Weil natürlich, wie gesagt, ich stehe meistens halt alleine da, ja, und dann stehen halt, keine Ahnung, schon einmal mehrere Bewaffnete um mich rum. Da ist ja mal von außen betrachtet keine Waffengleichheit. Ja. Aber trotzdem gewinne ich dann. Wie ist das möglich? Deswegen, das ist ganz wichtig, friedlich, freundlich, mitmenschlich, und dann kann euch nichts aufhalten. Ihr müsst euch natürlich trauen. Ja, aber das will ich mal kurz anmerken, auf dieses Raus aus dem System, denke ich mal, ist jetzt vorwiegend eben für Personen, die vielleicht in einem Arbeitsverhältnis stehen, aber jetzt halt mit mir, wir haben Unternehmen, wir haben viele Mitarbeiter, wenn ich das jetzt anfangen würde, dann haben wir mich ermittelt, das kann ich total vergessen. Da hast du 100% recht, und es ist gut, dass du das ansprichst, weil ganz konkret jetzt den Weg, den ich beispielsweise gehe, der ist sicher nicht für jeden. Und bei mir ist es jetzt speziell, dass ich das als meine Aufgabe erkenne, weil ich in der Lage bin und meine Situation das erlaubt. Aber du hast 100% recht, und dir würde ich das auch nicht empfehlen. Ich habe schon Unternehmer da gehabt, also es kommen jetzt die letzten Jahre vermehrt Unternehmer und sagen, bis hin zum Steuerberater, der gesagt hat, Matthias, was machen wir? Und die Lösung ist ganz individuell. Und jeder kann für sich schauen, wo kann ich meinen nächsten Schritt gehen. Und es gibt nicht eine Lösung und die ist für jeden, sondern jeder hat seinen ganz eigenen Weg. Und da hast du 100% recht. Und es ist auch überhaupt nicht richtig, dann zu urteilen, ja, wer das jetzt nicht macht, das ist nicht richtig oder so, sondern nein. Jeder muss für sich herausfinden, was ist mein Weg, wo kann ich tätig werden, ist es mit der GEZ, ist es mit dem Steuerrecht, ist es keine Ahnung was. Ja? Genau. Nur ist es gut, wenn man sich selber fragt, wo kann ich jetzt meinen nächsten Schritt gehen und den auch gehen? Und wo habe ich noch Ängste? Weil das müssen wir jetzt einfach anpacken. Wenn wir wollen, dass sich was verändert, dann muss ich was verändern. Und nicht warten, bis wer anders was tut. Ne? Es gibt nicht, den Erlöser sehen wir, wenn wir in den Spiegel schauen. Das ist nicht der Trump, das ist nicht der Putin oder was weiß ich wer. Das ist ganz wichtig. Also die Lösung liegt bei jedem Einzelnen. Wir sind verantwortlich für uns. Und wenn wir es dann auch tun, und das sind wir halt nicht gewöhnt, weil wir sind so aufgewachsen, dass man sich immer versichert, da und dass ich einen Weg vorgezeichnet bekomme, wenn ich das tue, da. Wir müssen halt irgendwo auch ins Vertrauen gehen und sagen, stimmt für mich nicht, ich mache das jetzt nicht oder ich mache das jetzt. Und im Gehen kommt der Weg. Das sind wir halt nicht gewöhnt, das ist uns auch nicht beigebracht worden. Deswegen tun wir uns da schwer, aber wenn man das mal angefangen hat, Schritt für Schritt zu gehen, dann gewinnt man immer mehr Vertrauen ins Leben, weil man sieht, es ist tatsächlich so, ich gehe von einer Eisscholle und auf einmal kommt die nächste. Ja? Gut, also genau, danke nochmal, wirklich, es ist wirklich wichtig, was du sagst. Bitte nicht so verstehen, dass ich jetzt sage, für jeden ist es jetzt richtig, was weiß ich, auszusteigen aus dem System oder sonst irgendwas. Das ist nicht das, was ich sage. Sondern jeder hat seinen individuellen Weg. Und was ich aber heute kann, ist euch einen interessanten Weg zeigen. Ja? Weil im schlechtesten Fall könnt ihr einfach dem Finanzamt mitteilen, ich habe festgestellt, dass das, was ihr fordert, ungültig ist, rechtswidrig. Ihr habt keinen Anspruch, ich muss mich eurer Gewalt fügen, ja, aber dadurch findet energetisch ein Wechsel statt. Jetzt sind diejenigen, die rechtswidrig handeln. Und jetzt habt ihr den Vorteil, dass wenn das Ganze mal sich verändert hat, ihr ein zweites Mal kommen könnt und sagen, du, was weiß ich,
Sepp Huber im Finanzamt, ich habe dir doch damals einen Brief geschrieben und du hast gesagt so und so. Jetzt stimmt, es ist aber das richtig, was ich geschrieben habe. Ich möchte jetzt Schadensersatz. Ja? Und das Gute ist, das ist im Endeffekt ein Effekt, dass der Thomas und ich dieses Buch veröffentlicht haben. Wir haben eigentlich für euch alle bewirkt durch die Buchveröffentlichung, dass da gibt es ein Oberlandesgerichtsurteil da drin, das ist auch hier abgedruckt, die sogenannten Beamten oder ich sage lieber die Bediensteten sind verpflichtet, das zu wissen, was für die Ausführung ihrer Aufgabe erforderlich ist. Ja? Die können nicht sagen, ja, ist heute nicht gewusst. Nein, das geht nicht. Sie haben das, was zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich ist, haben sie zu wissen. Insbesondere, wenn es um Grundrechtseingriffe geht, wie das Fordern von Steuern, ja, mit denen dann völkerrechtswidrige Angriffskriege finanziert werden. Wir haben sogar einen Nachweis drin, dass die Bundesregierung an Terrorismus beteiligt ist. Ja? Der Anschlag am Breitscheidplatz, hängen die fett mit drin und das ist nur ein Fall. Wir haben einen Fall aufgezeigt. Da kann ich euch nur, wenn es interessiert, das Buch von Daniele Ganzer, NATO-Geheimarmeen, empfehlen. Es gehört zur, sage ich mal, fast täglichen Arbeit des Geheimdienstes, Anschläge zu verüben, ja? Die Bevölkerung in Schrecken zu versetzen vor dem bösen Terrorismus, und dabei ist es der Geheimdienst. Und von wem wird der bezahlt? Von Steuergeldern. Und nachdem unser Wahlrecht keinerlei Auswirkung hat, wir entscheiden nicht mit, für was die Steuergelder ausgegeben werden, ja, bleibt uns ja nur noch die Möglichkeit zu sagen, hey Freunde, es ist widerrechtlich, ihr begeht Verbrechen. Wenn ich jetzt Steuern zahle, dann erfülle ich den Straftatbestand der Beihilfe zu Verbrechen. Da haben wir Rechtsgutachten drin. Ja? Haben wir schon wieder einen Punkt drin. Und wie wir mit dem angefangen haben, wie gesagt, da hat man ja selber noch so das Gefühl, ja, Steuerverweigerung, das ist schon ein heißes Eisen, gell, lecco mio. Gell? Aber wenn man mal schaut, was so überhaupt in der Republik unterwegs ist, da gibt es zum Beispiel ein super Buch, Inside Steuerfahndung, Frank Wehrheim. Der war Vorzeigebeamter, das heißt kompetent und fleißig, bei der Steuerfahndung Frankfurt. Und die haben so gut Steuerhinterzieher aufgedeckt, dass die Steuerfahndung zerschlagen wurde. Das heißt also, das ist auch wieder nicht gewollt. Weil dann hat die Commerzbank 1999, war das glaube ich, auf einmal 500 Millionen D-Mark nachzahlen müssen. Scheiße, die Falschen. Ja? Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Und deswegen, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, lest es von vorne bis hinten, weil das innerlich was mit euch macht. Ihr habt dann all diese Informationen und entwickelt auch innerlich das Gefühl, das sind die Verbrecher. Ja? Das sage ich in die Kamera, weil der Beweis da liegt. Mehrfach, in jeder Hinsicht. Also wir haben sie nicht nur bei der Einkommensteuer schachmatt gesetzt, nein, wir haben sie in sämtlichen Bereichen schachmatt gesetzt. Und dann verändert sich energetisch was mit euch. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, wenn ihr jetzt aktiv werdet, mit einem anderen Energiefeld, mit dem Wissen, ihr seid im Recht, ihr seid wahrhaftig, mit eurer geleisteten Arbeit, schwer verdientes Geld, ja, das wird euch unter Androhung von Gewalt abgeknöpft, dass ohne Rechtsgrundlage gegen euch gearbeitet wird und sogar Verbrechen begangen werden. Und wenn ihr das richtig in euch fühlt, dann tretet ihr ganz anders auf. Und das ist mindestens von so großer Bedeutung wie das Fachwissen. Und das ist genau das, was die Bettina vorhin gesagt hat.
dieses Energiefeld hilft euch dann auch, ja, ihr habt eine ganz andere Haltung. Eure Angst, die schiebt ihr dann auch auf die Seite, weil ihr eine ganz andere Wahrnehmung habt. Ja? Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig und deswegen ist die Aufklärung so wichtig. Und wenn ihr dann, wie gesagt, noch friedlich, freundlich bleibt, aber sagt, stimmt aber so nicht, schauen Sie mal da und Ding, dann ist die Zeit nie so gut wie jetzt, da aktiv zu werden. Ja. Also das hammermäßig, der war übrigens auch mal beim Erwin Pelzig unterhält sich, war der mal zu Gast. Also bemerkenswerter Mann, der hat auf dem Weg, indem er seine Arbeit super, super gut gemacht hat. Das ist immer, wenn die Menschen was richtig gut machen, dann müssen sie genau wissen, was sie tun. Sie gehen in die Tiefe, graben und dann stinkt es auf einmal raus. Genauso ist es. Es ist wurscht, in welchem Bereich. Das ist auch ganz was Tolles. Haben wir auch da drin einen extra Anhang über dieses Buch verfasst. Das Recht zur Steuerverweigerung aus Gewissensgründen. Das hat 1991, wie der erste Golfkrieg war, hat es ein beherzter Richter vom Verwaltungsgericht Frankfurt geschrieben, Dr. Paul Tiedemann. Wenn der das heute schreiben würde, wäre nach einer Woche sein Richterposten los. Der Kerl war damals 41 Jahre alt, 50er Jahrgang. Das Recht zur Steuerverweigerung aus Gewissensgründen und hat wunderbar hergeleitet, wie sogar nach Grundgesetz, wenn ich eben es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, Artikel 4 ist es, glaube ich, Religionsfreiheit und Ethik und so weiter. Er sagt, ja, Ukraine-Krieg oder Irak geht so nicht. Na, kann ich nicht. Genau, muss man nachweisen können, aber ja, genau. So, kann ich nicht, will ich nicht bezahlen. Tut's bitte den Militäranteil rausrechnen und das kann ich ja zum Beispiel bei meiner Gemeinde spenden oder so. Ja, gibt ja genügend sinnvolle Ausgaben. Und dann zahle ich das gern da hier, aber in die Kriegskasse zahle ich das nicht. Geht nicht. Ja, geht nicht. Und das bringt mich zu einem anderen Punkt. Es gab in der Bundeswehr einen damaligen Major, der war super. Der war nämlich in einem dieser Flugzeuge eingesetzt, Air Warning and Controlling System, die fliegen dann da rum, sind haben ein Radar oben, Schüssel oben drauf und die machen eine Luftraumüberwachung und koordinieren die Kampfflugzeuge. Und 2003 war der zweite Golfkrieg und da wisst ihr vielleicht heute auch schon, dass das ja dann aufgrund einer Lüge entstanden ist. Der Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen, war alles gelogen, es gab kein UNO-Mandat. War also einer dieser völkerrechtswidrigen Angriffskriege, der mit unseren Steuergeldern, besonders von den Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland, finanziert wurde. Und dann hat dieser geistesgegenwärtige Major gesagt, du Vorgesetzter, ist das völkerrechtskonform, was wir da machen? Kannst du mir das bitte bestätigen? Der hat also remonstriert, heißt es in der Beamtensprache. Ne? Dann hat der gesagt, das kann ich dir nicht garantieren. Dann hat der gesagt, oh, dann kann ich es nicht machen. Der ist degradiert worden und hat ein Strafverfahren wegen Ungehorsam an den Hals bekommen. Das war 2003. Dann hat er ein Verfahren bis zum Bundesverwaltungsgericht geführt. Dann ist im Juni 2005 ein sensationelles Urteil ergangen vom Bundesverwaltungsgericht. Das ist dann so ein Urteil, wo man durchliest und sagt, es gibt auch gute Juristen und man hält sich tatsächlich ans Recht. Der ist in jeder Hinsicht freigesprochen worden, vollständig rehabilitiert worden. Und da haben wir eine extra Anlage zu diesem Urteil geschrieben, weil ich lese dann sowas, und haben das kann man analog übertragen auf jeden Finanzbeamten, auf jeden öffentlich Bediensteten, der also in der Exekutive und Verwaltung arbeitet und quasi die Gesetze anwendet. Wenn da irgendwas rechtswidrig ist, muss der kann nicht nur, der muss remonstrieren, ja, ist dadurch entlastet und der könnte sich eigentlich hätten die Medien damals dieses Urteil darüber berichten müssen, Süddeutsche Spiegel, hätten alle darüber schreiben müssen, weil das war wirklich ein Hammerurteil. Nichts.
Jeder Bedienstete kann genau dieses höchste Verwaltungsgerichtsurteil anwenden und kann sich sicher fühlen, dass wenn er aufgrund seiner rechtlichen Bedenken eben das nicht mehr einfach auf Gedeih und Verderb durchsetzt, dass ihm nichts passiert. Deswegen haben wir das da reingeschrieben, für die Bediensteten, dass die sich sicher fühlen können und sagen können, ja, weil es ist natürlich so, da sitzt dann vielleicht ein Bediensteter im Finanzamt, der hat Heisel finanziert, hat seine Familie und überlegt, ja, Hackgott, was tue ich jetzt? Ne? Ist ja verständlich. Deswegen ist das Menschliche so wichtig, aber trotzdem haben wir einen Punkt erreicht, wo wir sagen müssen, ja gut, das musst jetzt du für dich lösen, aber es kann nicht auf meinem Rücken passieren. Ja? Also solche Geschichten haben wir da drin. Und jetzt lese ich euch mal kurz das Vorwort zur aktuellen Ausgabe vor. Dauert nicht lang. Hatten wir schon in der ersten Ausgabe des Buches davor gewarnt, dass es bei Hinnahme und Abwiegelung der vorliegenden rechtlichen Verwerfungen wieder zu einem Ermächtigungsgesetz kommen könnte? So ist mit dem Infektionsschutzgesetz zur Corona-Pandemie genau ein solches Wirklichkeit geworden. Wir haben deshalb auch die dazu erfolgten Ereignisse in einem Anhang in einen größeren Zusammenhang gestellt, der den dahinterliegenden Fahrplan der Eliten deutlicher hervortreten lässt. Ebenso kamen wir nicht umhin, mit einem weiteren Anhang auf einen Verfassungsrechtler höchster Güte hinzuweisen. Hans-Herbert von Arnim, in seinem Buch Die Deutschlandakte zeigt er in nirgendwo sonst zu findender Klarheit den Rechtsbankrott der Bundesrepublik Deutschland sowie die gleichzeitige Abgekoppeltheit der sogenannten politischen Klasse vom Volk. Er beweist in aller Deutlichkeit, dass die demokratische Legitimation an allen wichtigen Stellen fehlt und dass das politische System der BRD dem Wähler praktisch keine Einflussmöglichkeiten lässt. In einem Anhang haben wir wesentliche Punkte aus seinem Buch dargestellt. Also ihr müsst nicht das ganze Buch lesen, ist zusammengefasst in einem Anhang, die Höhepunkte. Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass die Bundesrepublik Deutschland rechtlich die Weiterführung des Dritten Reiches ist. Das sage ich euch gleich noch was dazu. Unsere Ausführungen zur zunehmenden und in den meisten Teilen schon vollzogenen Umwandlung von Körperschaften des öffentlichen Rechts in Unternehmen wurden aktualisiert und ergänzt. Wir mussten feststellen, dass der Zugang zu Unternehmensinformationen im weltweit größten Unternehmensverzeichnis Dun & Bradstreet deutlich erschwert sowie die zu erhaltende Informationsmenge drastisch reduziert wurde. Warum wohl? Ja, ich weiß nicht, das wird euch gar nicht bekannt sein, wahrscheinlich vielen. Es gibt ein internationales Unternehmensverzeichnis, das größte Unternehmensverzeichnis. Also beginnend beim Mittelstand ist die Kommunikation unter Unternehmen mit der Kennzeichnung in diesem Unternehmensverzeichnis Dun & Bradstreet eigentlich Standard. Ja? Und dort findet man alle Institutionen, Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht und so weiter. Das sind also Unternehmen und leider auch sämtliche Gemeinden mittlerweile. Und das ist rechtlich von großer Bedeutung, ja? Vielleicht so am Rande. Ist alles ausführlicher drin beschrieben. Nach all den Jahren der Recherche müssen wir feststellen, dass die Vereinigung Bundesrepublik Deutschland dem organisierten Verbrechen zugeordnet werden muss. Das mag für den weniger informierten Leser drastisch klingen, die vorliegende Faktenlage lässt jedoch keinen anderen Schluss zu. Die BRD hat damit jeden Anspruch verwirkt, von irgendjemandem auf Basis von Recht und Gesetz ein Tun oder Unterlassen, das ist die rechtliche Definition für einen Anspruch, zu fordern. Erst recht hat sie ihr staatliches Gewaltmonopol verwirkt.
Erfreulich ist die zunehmende Verbreitung dieses Buches, gerade während der letzten 3 Jahre mit dem so massiv zutage tretenden Verwerfungen und Einschränkungen für die Menschen, also gemeint ist die Corona-Krise, hat sich das Interesse deutlich erhöht. Vielfach legen Menschen beim Schreiben an die Finanzämter unser Buch bei und setzen sich zur Wehr. Manche erkennen den Wert des Buches und haben begonnen, Exemplare zu verteilen. Für diese Unterstützung unserer Aufklärung möchten wir danken. Zu wünschen wäre, dass es keiner 4. Ausgabe mehr bedarf. Unserer Wahrnehmung nach stehen die Chancen dafür sehr gut. Das System BRD taumelt. Der Zeitpunkt eines zweiten Wiedersehens mit den rechtswidrig handelnden Behördenmitarbeitern ist sehr nahe. Zudem sie dann Rechenschaft für ihr Handeln ablegen und Schaden wieder gut machen müssen. Das wird nicht erspart bleiben. Ursache, Wirkung. Jeder hat die freie Entscheidung. Keiner kann dann sagen, er oder sie hätte es nicht gewusst. Dafür haben wir mit der Veröffentlichung dieses Buches für jedermann gesorgt. Das ist vielleicht noch ein schöner Punkt, den ich jetzt, wo ich hier bei euch bin, ein bisschen beleuchte. Das ist ja unerhört, wie gesagt. Überall heißt es immer, ja, gegen rechts und wir müssen da entschieden gegen rechts auftreten und so weiter. Und gleichzeitig muss man feststellen, die Bundesrepublik Deutschland wendet ungültiges nationalsozialistisches Recht an. Unser Einstieg war das Einkommensteuergesetz. Das haben wir also im ersten Teil des Buches einwandfrei hergeleitet und aufgezeigt, dass dieses Gesetz ungültig ist. Es gibt also keine Rechtsgrundlage für Einkommensteuer. Vielleicht kannst du auch mal ganz kurz erwähnen, was die GEZ betrifft oder Ordnungswidrigkeiten, weil dafür trifft das ja auch zu, oder? Weil das auch, glaube ich, interessiert. Ja, da sind wir, wie gesagt, auf einer Ebene tiefer, beziehungsweise mit dieser Geschichte in einer Ebene höher. Warum das auch alles hinfällig ist, liegt schlicht und ergreifend daran, dass sogar das Bundesverfassungsgericht 2009 und 2012 festgestellt hat, dass das Wahlgesetz grundgesetzwidrig ist. Das heißt also, sämtliche Wahlen zum Bundestag waren und sind nicht grundgesetzgemäß. Das heißt, der Bundestag konnte zu keinem Zeitpunkt rechtswirksam Gesetze beschließen. Und damit fällt alles zusammen. Und der von Hans-Herbert von Arnim bringt es auch so schön auf den Punkt, der fängt schon noch früher an. Der sagt, die Präambel vom Grundgesetz ist eine Lüge, wo es so schön heißt, das deutsche Volk hat sich Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt in freier Entscheidung dieses Grundgesetz gegeben. Es hat zu keinem Zeitpunkt ein Volksentscheid stattgefunden und er schreibt so schön und er ist wirklich er ist so ein mächtiger Verfassungsrechtler, der hat schon Anfang der 70er Jahre seine Doktorarbeit zu einem höchstrichterlichen Urteil im Bundesarbeitsgericht geführt. Ja? Also so ist er unterwegs, deswegen hat er auch einen 1a Wikipedia-Eintrag, weil sie ihm einfach nicht ran können, weil er zu gut ist. Ja? Und dann schreibt er so schön, ja, die Präambel ist eine Lüge, das Grundgesetz selbst hat schon keine demokratische Legitimation, das heißt alle Verfassungsorgane, Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht, keine Legitimation. Darf ich dazu eine Bemerkung machen? Bitte. Am 22.07.2012 hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass rückwirkend bis 1956 alle Wahlen und somit alle Gesetze, die seitdem geschaffen wurden, ungültig sind. Ich selber habe einen Brief geschrieben an das Bundesverfassungsgericht, den Professor Dr. Stefan Habert, und habe das hinterfragt, ob er mir das bestätigen kann. Ich habe von einem Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichtes mit Unterschrift, mit Dienstsiegel eine Antwort bekommen. Und der entscheidende Satz daraus war aus diesem Brief, dass die Interpretation der Gerichtsurteile den Menschen selbst überlassen ist. Schöner Beitrag, danke.
Ja? Ja, der Punkt ist tatsächlich der, im Grunde sagt man uns alles und es ist an uns, unsere Freiheit zu nehmen. Weil der Erlöser wird nicht kommen und sagen, so, schau, jetzt hast du hier das Schlaraffenland und wir machen alles für dich. Wir müssen selber handeln. Vielleicht darf ich mal was einfügen. Bei mir hat ein Finanzbeamter gesagt, solange ein Großteil der Bevölkerung einverstanden ist, müssen wir nichts ändern. Und da ist bei mir ein Licht aufgegangen, weil er hat recht. Ja, das müsst ihr euch bewusst sein. Ja. Da ich eben gesagt habe, dass ich damit nicht einverstanden bin und dass ich mich an Kriege und an eine Flüchtlingspolitik, die unser Volk schädigt, nicht mehr beteiligen möchte, sagt er ja, solange der Großteil der Bevölkerung einverstanden ist. Warum? Ja? Und deswegen müssen wir aufstehen. Es geht gar nicht anders. Nur so. Und ich habe zu ihm gesagt, das werden wir ändern. Und deshalb freue ich mich, dass ihr heute da seid. Ja, das nennt man in der Juristerei, nennt man das konkludentes Handeln. Ne? Wenn man die Steuern bezahlt, dann ist es wie eine Einverständniserklärung. Wolltest du noch was sagen? Es gibt auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, worin beschrieben ist, dass die Steuern als freiwillige Schenkungen angesehen sind. Und deshalb ist es auch nicht von uns Menschen beklagbar, was unsere vermeintliche Regierung mit unseren Steuergeldern macht, weil wir haben das ja geschenkt. Und ob die das jetzt für Kriege verwenden oder was anderes, die haben keine Schuld. Deswegen drängen die so auf das Elster, weil die Haftungsgrundlage für euch, wenn ihr Elster benutzt, anfangs waren es die Grundregeln des Schenkungsrechts, dann haben wir das 2016 da drin beschrieben, dann haben sie das geändert und haben gesagt, es wird keine Haftung übernommen. Sie haben es einfach komplett rausgenommen. Das ist also tatsächlich hingegeben und das war's. Und ihr könnt ja zum Beispiel locker sagen, unter Zwang, mache ich nicht freiwillig und das einfach per Post reinschicken. Ne? Aber wie es erklärt, da musst du das ja über elektronisch machen. Das ist eigentlich nur mit Papier. Ja, ich bin da jetzt nicht mehr im Detail so genau drin, muss ich sagen. Bin ich jetzt aber mit dir nicht einverstanden, weil ich Ja, sage, wenn wir unter Zwang machen, ist es zwar ganz nett, aber da grinsen die. Ja? Naja, Weil das hatten sie mir auch vorgeschlagen. ja. Also entweder oder. Der Punkt ist folgender. Es muss jeder für sich schauen, Das ist richtig, ja. weil es gibt, sage ich mal, Berufsgruppen, wenn die aufgrund des Buches Eingaben machen beim Finanzamt, dann sind die nächste Woche ihren Job los. Und deswegen muss man einfach schauen. Und ich sage, du hast natürlich recht, aber ich sage mal so, ich kann ja zum Beispiel die entsprechend informieren und praktisch die Haftungsgeschichte umdrehen, weil ich weiß, dass sie ansonsten vollstrecken und so weiter und so weiter. Also da gibt es eine große Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten, wo jeder für sich den nächsten Schritt finden kann, den er da gehen kann. Ja. Erster Schritt ist auf jeden Fall, sich mal zu informieren. Ja. Und ich würde jetzt vielleicht noch gern diesen Punkt beleuchten, weil das war ja, wie gesagt, die Geschichte, dass wir uns gefragt haben, wieso? Wieso denn bitteschön, wenn am 23. Mai 1949 die Bundesrepublik Deutschland ausgerufen wurde, dann ist es logisch, dass man sagt, gut, wir haben schon vorher gewisse Rechtsgrundlagen gehabt und dass man da Regelungen trifft, dass man Recht aus der Zeit von vorher mit übernimmt und anwendet und so weiter. Und genauso auch ungültiges Recht eben nicht weiterverwendet. Aber da fragt man sich natürlich, ja, wieso wenden die Hitler-Gesetze an? Das gibt es doch nicht. Und da gibt es einen weiteren wesentlichen Punkt, den haben wir da eben auch noch. Und das ist im Übrigen mal der Kernpunkt für die Einkommensteuer, dass man sagt, okay, es ist ungültig und das ist juristisch sauber dargelegt.
Und diese ganzen anderen Faktoren, die wir noch genannt haben, das sind ja weitere Aspekte, dass ich das Recht zur Steuerverweigerung aus Gewissensgründen habe, dass völkerrechtswidrige Angriffskriege finanziert werden und. Ja? Oder auch der Thomas hier, der mit mir das Buch geschrieben hat, der ist promovierter Mathematiker. Deswegen haben wir da hatte er eine Berechnung angestellt, ist als Anlage mit Quellen Schritt für Schritt für jeden nachzuvollziehen. Was schätzt ihr denn, wie viel Prozent der Steuereinnahmen, der eingenommenen Steuereinnahmen, fließen ins Gemeinwohl? Ja? Ja, na, es ist ein bisschen mehr. Es ist interessant, wenn ich die Frage so rumstelle, dass dann die Antworten sehr nah an der Wahrheit liegen. Wenn ich andersrum frage, was schätzt ihr denn, wie viel Prozent der Steuereinnahmen als Zins und Tilgung an die Banken fließen? Wie viel? 50%? Weitere Gebote? Genau. Mit den statistischen Daten, mit den offiziellen statistischen Daten aus 2013, 81,9%. Das heißt, 18,1% sind tatsächlich ausgegeben worden für die ganzen Universitäten, für die Verwaltung, für die Politiker, für die Schulen, für die Straßen, alles, was halt sonst so anfällt, fürs Militär. Und das muss man sich mal vorstellen, ein sogenannter eigenständiger, souveräner Staat müsste das ja nicht tun, sondern es ist ja das Volk, das sich selbst eine Währung geben kann und sich nicht bei Dritten verschuldet, um dann dorthin Zinsen zu zahlen. Und da muss man sich fragen, ja, wer nimmt denn diese 81% der Steuergelder als Zins und Tilgung ein? Wem gehören denn die Banken? Aber das war, also zwecks diesem Gedanken bin ich jetzt quasi in die Gruppen reingekommen, weil mir ich vor 15 Jahren schon Gedanken gemacht habe, wenn jeder Staat Schulden hat und wer zum Schluss eben die Zinsen, das hat mir keiner sagen können. Ja. Und das habe ich da ein bisschen in die Sache da rein vertieft und bin dann eigentlich auf die Grundlage gekommen, dass wir eigentlich, also der Unheil allen Übels ist eigentlich unser Finanzsystem in meinen Augen. Und alle anderen Sorgen, Kriege und so weiter, hätten wir alle nicht, wenn wir ein anderes Finanzsystem hätten. Richtig. Ein Finanzsystem, das wo quasi mit Werten hinterlegt ist, ohne. Genau, das ist eigentlich in meinen Augen Unheil allen Übels auf der ganzen Welt. Vollkommen kann ich nur zustimmen. Und dann hätten wir mit Steuer und so weiter, das wäre alles gar nicht, also nicht in dem Ausmaß. Ja, wenn wir ein Finanzsystem hätten, am besten, wo es dem Staat, das ist meine persönliche Meinung, am besten, wo es dem Staat verboten ist, sich einzumischen, weil das, was wir haben, ist Planwirtschaft, ja, dann wären Kriege überhaupt nicht finanzierbar. Null, keine Chance. Also irgendein so Krieg, der wäre nach einem Tag zu Ende. Und nicht finanzierbar. Keine Chance. Aber was können die? Die können Geld drucken. Die Amerikaner machen es uns in besonderer Weise vor. Ja, es wird einfach gedruckt und die ganze Welt wird besteuert über den US-Dollar. Und deswegen 100%, das ist ein gewaltiger Hebel und wieder auch ein Grund mehr. Wie gesagt, 81% eurer Steuern fließen an die Banken für Zins und Tilgung, haben überhaupt nichts mit Gemeinwohl zu tun. Ja? Und wir haben das alles veröffentlicht, wir haben es 2019 aktualisiert, jetzt wieder aktualisiert. Schwankt halt ein bisschen je nach Zinssatz und so weiter, aber die Geschichte ist immer die gleiche. Ja, und wo man, wie gesagt, das Einkommensteuerrecht ist jetzt ein Beispiel und dann haben wir noch ein paar andere Gesetze genannt, die aufgrund des Ermächtigungsgesetzes der Hitlerregierung beschlossen wurden, die alle schon aufgrund der Regelungen in der Bundesrepublik Deutschland gar nicht weiter gelten hätten dürfen. Ja? Ausgeschlossen. Zack, erledigt. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, ja, wieso beschließen Sie es nicht einfach neu? Dann haben wir eben das Problem, scheiße, Wahlrecht ist gar nicht grundgesetzgemäß.
plus, wir haben auch nie über das Grundgesetz abgestimmt. Also es ist einfach, wie in dem Vorwort geschrieben, der vollständige Rechtsbankrott. Ja, vollständig. Aber dann ist trotzdem die Frage, ja, wieso führen die denn die nationalsozialistischen Gesetze weiter? Und ich bin, das ist so ein Steckenpferd von mir, die Geschichtsforschung, die ich mit meiner Schwingungsmathematik auch mache. So bin ich eigentlich dann in historische Zusammenhänge vor vielen Jahren reingekommen und habe eben dann zum Beispiel festgestellt, dass der Nationalsozialismus etwas war, was eigentlich von außen finanziert und implementiert wurde im deutschsprachigen Raum. Da war natürlich der Erste Weltkrieg schon eine wichtige Vorstufe, dass eine gewisse schwierige Situation, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum entstanden war. Das Kaiserreich abgeschafft, die Donaumonarchie weg, das Zarenreich weg. Und ich habe da auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, dass also der Zionismus der größte Förderer Hitlers war. Ja, kann man nachvollziehen heute. Und dann ist noch ein Punkt, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt den Weg immer mehr in die Freiheit gegangen bin, und da ist ja auch ein so interessantes Thema in der Bundesrepublik Deutschland mit der Staatsangehörigkeit. Ja, da steht ja nicht drin, im Personalausweis und im Reisepass steht ja nicht drin, Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland, wie jeder eigentlich annehmen würde, und jeder normal Denkende würde sagen, ja gut, wenn ihr einen Personalausweis und einen Reisepass habt, dann ist das mein Nachweis, dass ich Deutscher bin. Und dann, werden vielleicht einige von euch auch schon rausgefunden haben, stellt man dafür fest, nein, das ist nicht der Nachweis, es begründet nur die Vermutung, dass der Inhaber Deutscher ist. So, okay. Und wenn man dann recherchiert, ja, was ist denn überhaupt der Deutscher? Ja, dann stellt man fest, dass die im Bundesgesetzblatt Teil 1 und Teil 3, der Teil 1 ist öffentlich zugänglich, Teil 3 muss man irgendwo in einer Gerichtsbibliothek gehen oder Universitätsbibliothek und da nachschauen, dass man das findet, dann sieht man, dass das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht und die Gesetzgebung dazu sich auf die Hitler-Verordnung vom 5. Februar 1934 beziehen, wo die Reichsregierung schon nach dem Ermächtigungsgesetz gesagt hat, per Verordnung, das ist unmöglich. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, das entscheidende rechtliche Band zwischen euch und einem Staat, sagen wir einfach mal, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Staat, oder staatsähnliche Vereinigung. Das rechtliche Band zwischen einem Bürger und dem Staat ist die Staatsangehörigkeit. Das ist nur ein anderes Wort für Mitgliedschaft. Ja? Und wenn ich Mitglied bin, dann kann diese Vereinigung natürlich aufgrund dieses rechtlichen Bandes sagen, hey, du bist ein Mitglied, du musst nach unseren Regeln tanzen, du hast ja gesagt. Und diese Mitgliedschaft basiert auf der Hitlerordnung vom 5.2.1934, steht im Bundesgesetzblatt. Das ist übrigens auch was ich dabei habe. Wenn ich mit gewissen Exekutivkräften unterwegs bin, sage ich, ich bin nicht mehr Mitglied, weil ich mit dem Dritten Reich habe jetzt nicht so viel zu tun. Hier Staatsangehörigkeitsgesetz. Da gab es ein Bundesgesetzblatt von 2009 zum Beispiel. Ja. Das habe ich da drin. Sage ich hier 2009, Hitler vor 5, habe ich nichts zum Tor damit. Ja. Ich bin nicht Mitglied. Und dann sind die natürlich entsprechend, weil die haben ja keine Ahnung. Aber jedenfalls hat man dann jetzt nicht mehr so viele Fragen. Ja? Und es ist zum Beispiel in diesem Zusammenhang auch interessant, wenn ihr euch erinnert an Artikel 133 Grundgesetz, was die Bundesrepublik Deutschland per Definition im Grundgesetz ist, ja, könnt ihr sehen, dass, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, also Mitgliedschaft. Ja. Du bist kein Mitglied mehr, weil du nicht mehr nach den... Ah ja, danke, genau. Jetzt bin ich wieder im Boot. Und zwar wissen wir also laut Grundgesetz, was die Bundesrepublik Deutschland ist. Und zum 1. Oktober 1950, also ein Dreivierteljahr nach Ausrufung der Bundesrepublik Deutschland, ist der Gesetzgeber in der Bundesrepublik hergegangen und hat eine ganz
einen ganz wichtigen Paragraphen abgeschafft im Gerichtsverfassungsgesetz, Paragraph 15. Da stand drin, die Gerichte sind Staatsgerichte. Die Privatgerichtsbarkeit ist abgeschafft. Und diesen Paragraphen haben sie gestrichen. Und damit gibt die Bundesrepublik Deutschland zu erkennen, dass sie keine Staatsgerichte hat. Deswegen führt sie auch in Ermangelung anderer Möglichkeiten, muss sie das Dritte Reich weiterführen. Und das geschieht auch mit Segen der Alliierten. Warum? Weil die Alliierten im Chefgesetz definiert haben, was Deutschland als Ganzes ist, für sie. Nämlich Deutschland in den Grenzen vom 31.12.1937. Das ist aber nicht das völkerrechtliche Deutschland. Es hat nämlich laut gültigem Völkerrecht seit 1914 keine gültigen Gebietsverschiebungen, Änderungen gegeben. Deswegen steht zum Beispiel auch im Merkblatt vom Bundesverwaltungsamt zum Thema Staatsangehörigkeit, dass man, wenn man die Staatsangehörigkeit durch Abstammung nachweisen will, bis zu demjenigen Vorfahren gehen soll, der vor 1914 geboren ist. Und jetzt verstehen wir auf einmal, was hier eigentlich läuft. Ja? Der Nationalsozialismus kam über uns, ja, dass man so richtig reinfahren kann hier. Und ich muss sagen, juristisch betrachtet ist das, was während der Zeit des Dritten Reichs passiert ist, für uns eine Katastrophe. Ja. Sieht man eben im Juristischen. Wie gesagt, also jemand, der das Interesse der Menschen im Auge hat, der schafft nicht die Staatsangehörigkeit in den Bundesstaaten ab. Das ist sehr unwirksam, ja. Basiert auf dem Ermächtigungsgesetz, das ungültig ist, was die Alliierten selber nochmal aufgehoben haben. Also die waren auch sehr konfus, ne? Aber man erkennt einen roten Faden, den sie durchziehen, bis heute. Und indem sie halt mit der Bundesrepublik Deutschland die Weiterführung des Dritten Reiches haben, im Übrigen habe ich in diesem Zusammenhang auch, wie der Putin dann mal gesagt hat, sie machen Entnazifizierung der Ukraine und natürlich die Bundesrepublik da Waffen hinliefert und so weiter. Ich sage, ja, stimmt. Das ist tatsächlich so. Ja? Und dann versteht man auch, warum zum Beispiel in den 60er Jahren in San Diego auf einer Naval Airbase von der US Navy ein Gebäude in Hakenkreuzform, genauso wie es die Nationalsozialisten hatten, gebaut wurde. Das ist nur so ein kleiner Exkurs. Ich kann euch nur ermuntern, da mal zu recherchieren, euch das selber anzuschauen. Wir haben das alles hier drin, auch die Staatsangehörigkeit haben wir damit aufgenommen, weil damit das alles auf einmal erkennbar wird. Und wir im deutschsprachigen Raum die Besonderheit haben, dass es eine tatsächlich völkerrechtlich existente Staatsangehörigkeit gibt. Und das können wir, diesen Durcheinander, der hier bei uns herrscht, den können wir zu unserem Vorteil auch nutzen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, so wie ich vorgehe. Und ich kann euch auch wieder zeigen, dass das, was ich sage, auch wieder nicht eine Exotenmeinung ist, weil ich bin ja kein studierter Jurist. Ja? Aber das ist wahrscheinlich mein Vorteil, weil Juristen lesen das Grundgesetz nicht ganz. Schaut so aus. Und ich habe zum Beispiel hier vom Max-Planck-Institut eine juristische Arbeit, wo also die Haager Landkriegsordnung durch Bundesverwaltungsgericht, Bundesgerichtshof, Oberlandesgericht Hamburg, Oberlandesgericht Celle, Oberverwaltungsgericht Berlin als gültige Völkerrechtsregel anerkannt wurde. Also die BRD selber bestätigt das als gültiges Völkerrecht. Und sagt ja auch in Artikel 25 Grundgesetz, die Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts und gehen diesem vor. Das heißt, man kann hier einen Status erreichen, über den die Bundesrepublik Deutschland und alle, die dazugehören,
nicht mehr Einfluss nehmen können. Ja? Und das kann der Einstieg sein. Jetzt würde ich einfach vielleicht noch ein paar Fragen klären. Welcher Staatsbürgerschaft hast dann du, wenn du oder ausgetreten bist? War jetzt das ganz Ja. interessant, was du hinstellst in der Sparte, beziehungsweise hast du vielleicht gar nichts, wo man das mit ausfüllen muss. Ja. Da steht ja bei Führerschein und allem anderen dabei, dass man eigentlich Deutscher ist im Prinzip. Genau. Was? Das ist, du da oder? genau, das ist eine ganz wichtige Frage und die beantworte ich auch gern an dieser Stelle. Ich bin 1973 geboren, das heißt also 1914 ist weit weg für mich, gell? Deswegen habe ich zum Beispiel als einen Aspekt meines Weges in die Freiheit den gewählt, dass ich den Abstammungsnachweis geführt habe. Das heißt, für meine natürliche Person, die zunächst Mitglied der BRD war, habe ich eine Statusänderung herbeigeführt. Und durch meinen Austritt aus der BRD, das ist ja ein Vertrag, ne? Wenn ich im Anglerclub Hamburg Mitglied bin, dann kann der einen Beitrag verlangen. Wenn ich nicht Mitglied bin, kann ich keinen Beitrag verlangen. So. Gleichzeitig bin ich aus der Bundesrepublik Deutschland ausgetreten. Das heißt, überall, wo meine natürliche Person, die sich nicht geändert hat, im Namen, die ist jetzt aber nicht mehr Mitglied in diesem Rechtskreis. Das heißt, ich kann die also weiter benutzen, habe aber einen anderen Status. Muss aber auch, und da sind wir wieder bei dem, was die Bettina eingangs gesagt hat, das Wissen haben, was ich tue und bereit sein, es durchzusetzen. Weil ich damit rechnen muss, dass das nicht jeder weiß. Die wenigsten. Ich kann nur sagen, es funktioniert einwandfrei. Gleichzeitig habe ich auch innerlich die Entscheidung getroffen, ich setze es durch, wurscht was ist. Freundlich, friedlich und es funktioniert einwandfrei. Und es ist ja auch völlig eindeutig. Die Rechtslage ist vollkommen klar. Vollkommen klar. Und das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt bei mir in meinem speziellen Fall nach altem deutschen Recht ist meine natürliche Person, die heißt Matthias Alexander Poquet, die da drauf steht, die ist in meinem Fall Mitglied im Königreich Preußen. Und da gibt es übrigens auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo ja das Weiterbestehen des Deutschen Reiches festgestellt wurde, sogar in 2 Urteilen. Und das impliziert ja, weil das Deutsche Reich besteht ja aus seinen Bundesstaaten. Ja? Damit ist automatisch bestätigt, dass auch ein Königreich Preußen besteht, was auch wieder vollkommen konform im Völkerrecht ist, auch wenn zum Beispiel die Amis 1947 gesagt haben, ja, wir lösen Preußen auf. Völliger Blödsinn. Können die gar nicht. Hast du dann den Güldenschein am Bundestag gemacht? Ja, genau. Also ich habe den Abstammungsnachweis nach dem gültigen alten Recht gemacht. Genau. Und das ist natürlich auch nicht ganz leicht. Ja, genau. Ich habe immer wieder Leute begleitet. Ja, aber also es ist auf alle Fälle vor Corona gewesen und wir Ja. haben die ganzen Abstammungsurkunden alle zugebracht, aber sie haben es nicht anerkannt. Es hätte sie, was war das? Eine Begründung. Es hätte irgendeine Sachbescheidungsinteresse, ja, ich weiß schon. Aber das ist, ich kenne das alles, ich habe verschiedenste Leute aus verschiedensten Gebieten da begleitet und unterstützt und es ist teilweise unfassbar, was da stattfindet. Und deswegen bin ich auch schon da zu Lösungen gekommen, wie man es trotzdem machen kann, weil wichtig ist nur eines, juristisch, dass man den Nachweis gibt und beweisen kann, dass man ihn geleistet hat. Was die dann damit machen, rechtswidrigerweise, ist deren Problem. Und dann kann man trotzdem diese Schritte gehen und sich davon nicht aufhalten lassen. Weil dieser gelbe Schein ist ja auch nur eine Quittung, der, wie gesagt, auf nationalsozialistischem Recht beruht, was mich jetzt nicht wirklich interessiert. Also es ist natürlich immer, bin ich selber, wie entschlossen ich die Dinge anpacke und umsetze und welchen Weg ich gehen will. Und dann findet sich, das kann ich euch sagen, im Gehen findet ihr euren Weg. Ja? Ich habe mal schon eine Frage zu der Einkommensteuergeschichte. Ich meine, bei den meisten von uns, die haben
über Elster abgeben und so weiter, du bist ja in den Fängen eigentlich schon drinnen. Aber wenn jetzt meine Kinder dann anfangen, ihre Einkommensteuer oder Lohnsteuer abzugeben, dann macht es nicht. Und dann heizt sie praktisch nirgends so drinnen, ja, fast. Ja, also die Geschichte ist halt die. Jede Einlassung bei der Gemeinde oder sonst irgendwo, sind alles so Verträge, die ich eingehe. Und je mehr ich mache, umso mehr kann man daraus entnehmen, dass ich die Mitgliedschaft wünsche. Und insofern können die daraus mehr oder weniger, je nachdem, ableiten, dass ich ja gesagt habe. Also man muss da sehr genau wissen, welche Verträge man eingegangen ist und die auch wieder ordnungsgemäß beenden. Und Das heißt, ob die das beantragen, wenn das neuen Ausweis ist, ist wieder so eine Geschichte. Reisepass, Ja, im Grunde schon, ja. Ja, das geht jetzt sehr weit. Ja. Kann ich natürlich viel erzählen, aber wir daten dann sehr lange sitzen. Das sprengt heute einfach den Rahmen. Ich kann euch nur jetzt die Themen anreißen. Ja. Ich denke, der Schritt 1 ist auf jeden Fall das, und dafür ist es geschrieben, wenn man auf diesem rechtlichen Spielfeld unterwegs ist, ganz normal, in der Bundesrepublik Deutschland, dann ist das hier eine Möglichkeit. Weil, wie gesagt, sie fordern ja von uns, sich an Recht und Gesetz zu halten, und das können wir auch verlangen. Und vor allem findet diese wichtige Rechtsänderung statt, dass wenn ich das in Anspruch nehme und bekannt gebe, dass dann die in der Verantwortung sind. Ja? Ich nicht mehr als derjenige dastehe, der sich nicht rechtskonform verhält, sondern es ist andersrum. Und dann findet vor allem eine wichtige Geschichte statt, dass wenn dann mal die Dinge anders laufen, ich wieder hingehen kann und sagen, schaut's mal, ich habe euch angeschrieben und jetzt möchte ich Schadensersatz. Also da finde ich irgendwo einen Haken, wo wir nicht weiterkommen. Ja, das ist ja richtig, es sind sogar viele Haken. Und ich kann dir nur sagen, dass wenn du für dich eine Entscheidung triffst und Schritt für Schritt gehst, dann findest du dafür Lösungen, die scheinbar jetzt unmöglich erscheinen. Ja? Wie gesagt, das kann ich bestätigen. Das ist genau der Weg. Ja. Das habe ich wirklich gemacht. Ich habe eine Entscheidung getroffen, nachdem ich das Buch gelesen habe. Und da war für mich klar, ich finde Lösungen. Eine Mentaltrainerin, die ist lösungsorientiert. Die hilft ja anderen Menschen, in Lösungen zu gehen. Ja? Dazu kommen ja Leute, die Probleme haben. Und die Lösung ist da. Aber manchmal sehen wir den Wald vor Bäumen nicht. Das ist immer das Problem. Und weil wir so im Stress gehalten werden, das ist nämlich Absicht. Finden wir die Lösung nicht, weil dazu brauchen wir Ruhe. Dazu brauchen wir Klarheit. Dazu brauchen wir Intuition. Aber Lösungen sind immer möglich. Aber die Lösung zum Beispiel, du musst der Kfz-Steuer zahlen. Jetzt gehst du hin und zahlst die Kfz-Steuer nicht, weil die fließt ja auch in verschiedene Sachen ein. So, dann kommt der Erste und kratzt du mal ganz schnell der Papaloge, was machst du dann? Dann fährst du mit dem Fahrzeug heim mit und wenn du dir die Kalle hin. Genau, ja. Ja, schau. Ich bitte jetzt an der Stelle einfach um Verständnis. Das ist nämlich die ganze Einbettung in das System. Und zum Beispiel, wenn du zu mir kommen würdest, dann würden wir das alles besprechen und dann individuelle Lösungen suchen. Ja? Vielleicht das Einzelberatung anbieten. Ja, das mache ich im Prinzip, das mache ich. Ich biete da auch Beratung an, nur weil das von den Konsequenzen her enorm ist, weil genau diese ganzen Fäden an dir angelegt sind, die du dann erst Ich bin von Haus aus konsequent, weil ich war auch wie Corona-Zeit war konsequent, ich habe mich nicht impfen lassen, ich bin überall ohne Maske rein, mir hat es nicht interessiert. Ja, das ist super. Ich habe überall rausgeschmissen. Ja. Es ist mir auch scheißegal, also ich habe auch jeden in den Arm genommen, ob er die Maske aufhat oder nicht, hat mich nicht interessiert. Ja, das ist auch super. Na, mein Punkt ist jetzt ein anderer. Ich meine, ich kann jetzt in dem... Wenn wir den Schritt gehen würden,
Ich meine, ich habe da nicht das Ding, aber dann muss man auch schauen, wie man das Ganze bewerkstelligt. Ja, natürlich. Natürlich. Nicht nur reden, Das ist auch, man muss dann schon irgendwo Fakten auch bringen. das ist auch ganz, genau, es ist ganz wichtig, dass man sich bei diesem Prozess selber nicht überfordert, sondern wirklich nur den Schritt bewusst geht, den man schafft, weil sonst passiert es, dass du energetisch deine Kraft verlierst und dann scheiterst du. Das fühlst du dann schon und das ist nicht der Weg. Du fühlst für dich, wo dein nächster Schritt ist und den kannst du dann auch gehen und dann findest du auch deine Lösung. Ich kann nur jetzt diese ganzen Punkte in diesem Kreis nicht ansprechen. Ich mache nur so Ausblicke aufgrund dessen, wenn man eben das Graben anfängt und ich kann dir nur sagen, es gibt Lösungen und wenn du zum Beispiel dann anfängst, das System zu verstehen, dann weißt du, wo die Ausgänge sind und du hast so schöne Beispiele, ja, ich muss ein Kfz zulassen, da. Aber da musst du hinkommen. Das musst du begreifen, du musst genau wissen, was du tust und dann findet eine Änderung statt in dir und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, kannst du gar nicht mehr anders, weil du sagst, ich rieche den Wind der Freiheit und den gehe ich jetzt. Weil für mich nichts anderes mehr in Frage kommt. Und dann, das ist auch jetzt nicht leicht. Ich habe nie gesagt, dass es leicht ist. Ich habe schon Situationen gehabt, die mich bis aufs Mark gefordert haben. Entscheidend ist nur, dass ich die Entscheidung getroffen habe, den Weg zu gehen. Ja, deswegen ist es so wichtig, in einem ersten Schritt mal anzufangen, wo ich mich hineinarbeite in die Geschichte und meinem Freiheitsdrang mal ein Ventil gebe und da anfange, den Weg zu gehen. Und dann kommt eben noch dieses Moment, je mehr diesen Weg gehen, umso leichter wird es für jeden Einzelnen. Und ich persönlich finde es grandios, wenn wir anfangen, uns regional unabhängig zu machen. Vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich dann ein neues Gewerbe mache, dass ich nirgendwo mehr anmelde und wir trotzdem noch unsere Waren austauschen und einfach anfangen und das Alte einfach lassen. Ja? Hier war eine Zwischenfrage. Ja. Vielleicht ein paar Sätze zu meiner Erfahrung. Also ich bin seit 4 Jahren auch in dem Thema drin. Wichtig ist, sich erstmal zu informieren. Und dazu gehört mit Sicherheit auch dieses Buch. Ich habe mehrere Bücher gelesen, ich kenne das Buch auch. Zum Zweiten, es gibt keine Universallösung. Da ein Formular, was jeder anwenden kann, weil wenn dieses Formular im Umlauf ist, dauert es keine 4 Wochen und dann hat die Behörde wieder irgendwas gemacht und dieses Formular wieder ungültig macht. Also jeder muss das Wissen haben, was Unrecht ist und daraus mit gewissen Vorlagen oder Vorgaben dann ein individuelles Dokument schaffen, sodass das Finanzamt, wenn sie 10 Briefe bekommen, diese 10 Briefe alle unterschiedlich ist, wo sie nicht standardmäßig darauf antworten können. Dann gibt es Dinge, die sind einfacher umzusetzen, wie zum Beispiel die GEZ, wie zum Beispiel die Zweitwohnungssteuer, wie zum Beispiel Zensus, das habe ich alles schon hinter mir. Was kompliziert ist, ist die Kfz-Steuer, da bin ich jetzt auch schon seit 3 Jahren dran, habe da immer wieder Schreiben hin und her und Androhungen und so weiter, das kriege ich aber auch noch hin. Und dann muss man sich auch, also zum einen muss man wissen mit dem Personalausweis, es heißt ja nicht Personenausweis, sondern Personalausweis. Und mit dem Personalausweis, wenn ich mich identifiziere, gebe ich mich als Personal der BRD aus. Ich verwende nicht mehr den Personalausweis, ich verwende den Reisepass. Der ist zwar auch noch im System mit drin, aber der ist nicht ganz so krass, sag ich mal, wie der Personalausweis. Dann, wenn man diesen Weg geht, sich mit dem System anzulegen, muss man auch einen gewissen Burggraben aufbauen. Burggraben heißt, was können Sie mir nehmen, wo können Sie mir wehtun? Und das erste ist schon mal das Thema Geld, Konto. Wenn man sich jetzt mal mit der Sache auseinandersetzt und auch die deutsche Sprache, die eine der genauesten Sprachen weltweit ist, mal sich hinterfragt, wenn wir mal das Wort nehmen, inkompetent, was heißt inkompetent? Inkompetent ist das Gegensatz von kompetent. Also kompetent ist Wissen, inkompetent ist Unwissen. Warum sind wir ein Kontoinhaber?
weil uns das Konto nicht gehört. Ich habe zwei Beispiele, ein Auszug aus der Antwort eines Menschen, der an seine Bank geschrieben hat, wie sieht es mit den Eigentumsverhältnissen des Geldes von seinem Konto auf der Bank aus. Dann hat die Bank ihm geantwortet, dass das Geld im Eigentum der Bank ist und er nur einen Forderungsanspruch hat. Deshalb ist es auch so einfach für das Finanzamt oder andere Behörden, deutsche Konten zu pfänden, weil du keinen Rechtsanspruch hast. Gibt es aber auch wieder Lösungen, indem man zum Beispiel Auslandskonten macht. Und ein pfändungsfreies Konto. Ja, das geht aber nur bis zum Betrag von 1100 oder 200 Aber Euro. für so ein paar kleine Bewegungen ist es ganz praktisch. Ja, genau. Wenn man so diese Schritte geht, also man muss in dem Wissen, in dem Bewusstsein sein, welchen Schritt gehe ich als nächstes, wo warte ich noch ein bisschen ab. Es geht nicht alles auf einmal. Man kann nicht von 1 auf 0 oder von 0 auf 1 gehen, sondern mal das probieren, wenn es klappt, dann das nächste probieren. Das ist ein Entwicklungsprozess, wie auch der Matthias richtig sagt. Und wie gesagt, ich habe mehrere Auslandskonten. Die bekanntesten sind Revolut und Wise. Das sind sogenannte Zahlungsdienstleister. Das heißt, das Geld, was du dort zahlst, du bekommst auch eine Karte, verwaltet nur dieser Zahlungsdienstleister. Das ist ähnlich, die meisten kennen PayPal, ist aber trotzdem noch ein bisschen anders. Der Vorteil, Revolut ist in Litauen und Wise ist in Belgien. Wenn eine Bank von deinem Wise- oder Revolut-Konto Bescheid weiß und einen Pfändungsauftrag nach Belgien oder Litauen schickt, dann verlangt die litauische oder die belgische Bank ein Gerichtsurteil, warum dieses Konto gepfändet werden soll. Das kann aber die deutsche Behörde nicht liefern. Ich selber habe schon 2 Kontopfändungen hinter mir. Der Schaden war jeweils nur in einer dreistelligen Summe, ist verkraftbar. Wie läuft das ab? Das Finanzamt schreibt einen Brief, ohne Sachbearbeiter, ohne Unterschrift, ohne Dienststempel. Der Herr sowieso schuldet das und das, bitte pfänden Sie das Konto. Die Bank setzt das unverzüglich um. Das ist der Nachteil bei den deutschen Konten. Das heißt, bevor man in diese Richtung geht, muss man sich erstmal schützen und der Anfang ist eben beispielsweise solche Auslandskonten. Mache ich auch, habe schon Freunde und Bekannte beraten, helfe ich auch gern. Wenn man so blauäugig sagt, jetzt zahle ich keine Steuern mehr oder dies oder jenes, die haben sich sofort entwickelt, man muss sie vorbereiten. Ja, sehr, sehr guter Hinweis. Und welches Land Weil, Entschuldigung, wenn ich frage, aber welche Länder sind jetzt da kompetenzmäßig? Weil wir haben in unserem Bereich, da von Eifel haben wir nämlich auch verschiedene, die einen sagen Schweiz, die anderen sagen nicht Schweiz, die anderen sagen Liechtenstein, die anderen sagen nein. Welche Länder sind jetzt da? Also ich kann nur die Erfahrungen weitergeben, die ich selber praktiziere. Ich habe vor 2-3 Jahren auch ein Wochenendseminar gemacht mit dem Thema steuerfrei statt Steuerflucht. Über dieses Seminar bin ich quasi darauf gekommen, einzusteigen, das zu machen, was ich mache. Und da wurden eben verschiedene Konten empfohlen. Das war das Wise-Konto, das war das Revolut-Konto. Dann zum Beispiel auch ein Konto, das heißt Monese, ist auch ein Auslandskonto, hat aber leider Gottes eine Filiale in Deutschland. Und wenn eine Auslandsbank eine Filiale in Deutschland hat, gilt das wie ein deutsches Konto. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch wieder die Kfz-Steuer, obwohl ich zuerst das Einzugsverfahren gekündigt hatte, haben sie mir trotzdem von meinem Monese-Konto die Kfz-Steuer abgebucht. Das wäre beim Revolut-Konto oder beim Wise-Konto nicht passiert, weil die keine Filialen in Deutschland haben. Revolut ist in Litauen und Wise, also WISE, ist in Belgien. Man bekommt dort, also man hat ein Konto, man kann dort ganz normal Überweisungen machen, man kann Gehalt beziehen, man kann Strom, Gas, Wasser zahlen, man bekommt eine sogenannte Debitkarte. Der Unterschied zwischen einer Kreditkarte und Debitkarte ist die, ich habe früher eine Kreditkarte gehabt von Lufthansa, weil ich viel geflogen bin, da habe ich mit der Karte bezahlt, am Ende des Monats 500-600 Euro ausgegeben. Das heißt, die Lufthansa Meißen Moorcard geht in Vorleistung und am Ende des Monats bucht sie den Betrag von meinem Girokonto ab. Das ist die Kreditkarte. Die Debitkarte, die musst du erst aufladen. Das heißt, du musst auf dein Wise-Konto oder auf dein Revolut-Konto erstmal von deinem Girokonto 1.000, 5.000, 10.000 Euro überweisen
Und dann sind die auf deiner Debitkarte drauf und du kannst mit der Karte deinen Urlaub buchen, einkaufen gehen, tanken gehen, aber nur bis zu der Summe, bis diese 10.000 Euro aufgebraucht sind. Du kannst also nicht ins Minus gehen. Wenn man das weiß, ist es kein Problem, weil dann lade ich halt wieder von meinem Girokonto diese Karte auf. Und das sind so die ersten Schritte, die man machen muss, weil ansonsten ist man am Arsch, würde ich sagen. Vielen lieben Dank für diese wertvollen Ergänzungen. Ich kann euch das nur ans Herz legen und das ist jetzt schon ein super Beispiel dafür. Ihr seid jetzt heute hier, weil ihr euch interessiert und schon kommen Lösungen und Informationen. Und das ist genau der Punkt. Und ich würde mich jetzt gerne an dieser Stelle verabschieden, euch alles Gute wünschen und euch für die Aufmerksamkeit und die guten Fragen danken und dass ihr überhaupt da seid. Und dann Das Buch nochmal schnell, also mit den, wo ist das jetzt? Ich habe 40 Stück gekauft, also ihr könnt sofort eins kaufen heute, wenn ihr Da möchtet. kaufe ich jetzt eins, dann muss ich dann nur Stunden. Ja. Weil ich habe gedacht, das ist viel einfacher, weil ich wünsche mir auch, dass wir nicht Amazon bedienen. Amazon ist inzwischen eines der drittreichsten Firmen, die wirklich davon profitieren und sehr Einfluss auf Regierungen haben, weil sie so viel Macht bekommen haben. Und wir müssen in die kleinen Bücherläden gehen, wir müssen wieder lernen, wirklich regional zu kaufen. Das war mein Anliegen und deswegen habe ich es auch gleich mal 40 Stück gekauft, damit ihr gleich euch eindecken könnt. Das kostet 29,90 €. Ja, wir machen jetzt auch eine Pause gleich. Und wie gesagt, weil es jetzt schon lang gedauert hat, würde ich mich dann auch kurz halten, dass ihr nur mal Fragen stellen könnt, weil genau ich bin der Fan von Lösungen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir uns untereinander unterstützen und dass wir uns gemeinsam dahin begeben und dass wir die Lösung gemeinsam auch finden. Und wenn ihr darauf vertraut, ich bin jetzt auch gerade dabei, für Firmen zum Beispiel Lösungen zu suchen, weil ich genau die Fragen bekomme mit Angestellten, wie machen wir das? Aber wenn wir uns in Lösungen begeben, wir werden von der geistigen Welt unterstützt. Wenn ich euch erzähle, wie ich den Weg das letzte Jahr gegangen bin, ich hätte nie für möglich gehalten, dass es so leicht ist. Ich habe richtig Spaß mit dem Finanzamt, ehrlich. Und ich möchte es nochmal wiederholen. Also das ist großartig, was die Bettina sagt. Und es ist wirklich nochmal eine zusätzliche Information, die ihr wirklich aufnehmen dürft. Es hat sich zeitqualitativ was verändert. Wenn ihr aufrichtig, wahrheitlich und mitmenschlich vorgeht, dann habt ihr jetzt die volle Unterstützung der geistigen Welt. Die können mehr eingreifen, als es bisher durften. Voraussetzung ist, dass wir gehen. Ja. Ja. Wir dürfen nicht auf einen Erlöser warten, sondern wir müssen den ersten Schritt gehen. Und je mehr wir werden, umso stärker ist auch die Energie, die vom Universum an uns kommt. Und umso Genau. schwächer ist unsere Gegenseite. Ja. Genau. Ihr müsst Genau. euch vorstellen, wenn wir keine Angst mehr haben, dann bekommen die Angst. Weil die haben uns jahrelang Angst gemacht. Und das geht jetzt auf sie zurück. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch auskennt, dass ihr wisst, welche Rechte ihr habt. Und dass wir sagen, Schluss mit lustig. Genau. Ja? Einen letzten Satz möchte ich euch noch sagen. Nachdem ich mich mit diesem ganzen Staatsrecht schon viele, viele Jahre beschäftige und auch dann zum Beispiel durch einen guten Kunden von mir auf die Österreichische Schule für Nationalökonomie gekommen bin und dadurch wieder auf Friedrich Nietzsche beispielsweise, Auf die Brust. ja genau, ist mir eins bewusst geworden. Der Friedrich Nietzsche hat nämlich in seinem Buch stehen, Staat, was ist das? Jetzt tut mir die Ohren auf. Staat ist das kälteste aller kalten Ungeheuer. Ja? Ich war wirklich, früher hat man gesagt, der Patriot und so weiter, ne, für Vaterland und so weiter. Und heute habe ich ja ganz andere Haltung. Ich bin für mein Volk, für meinen Stamm, für meine Mitmenschen, für den deutschsprachigen Raum. Aber wenn ihr euch vorstellt, Gott selbst stellt sich nicht über den Menschen. Und jetzt kommt sowas wie ein Staat, vereinnahmt das Gewaltmonopol, also er sagt es uns, Gewalt, um Gewalt gegen uns anwenden zu dürfen, um die Regeln durchzusetzen. Und für mich ist heute, für mich ganz persönlich, das ist die Auffassung, zu der ich jetzt gelangt bin, nach diesen vielen Jahren der Recherche und Überlegung
und auch philosophisch-geistigen Betrachtung. Für mich ist heute der Staat der niemals zu legitimierende Versuch, eine niemals zu rechtfertigende Gewalt gegen Menschen zu rechtfertigen. Brauchst du nur in der Bibel lesen. Gott selbst stellt sich nicht über den Menschen. Und wir als Menschen können aufhören, irgendwas über uns stehen zu lassen. Ich muss aber natürlich auch Eigenverantwortung übernehmen und bereit sein, frei auf meinen eigenen Beinen zu stehen. So wie ein Adler, der bleibt auch nicht an der Grenze, oh, jetzt fliege ich über Österreich, jetzt fliege ich über Deutschland. So ein Chaos. Ja? Gut.